Ihr zugewiesener Einsatzort ist das Außenlager Timokan. 30 Kilometer von Faizabad entfernt, 80 Mann stark. Dort werden Sie für die nächsten Monate die Stellung halten. Befolgen Sie grundsätzlich 2 Dinge. Erstens, niemand von Ihnen trifft vor Ort selbstständige Entscheidungen. Es wird alles mit der Einsatzzentrale abgesprochen. Und zweitens, mischen Sie sich niemals in die internen Angelegenheiten der Afghanen ein. Noch Fragen? Mal! Für dich wird's ja auch hart, oder? Weit und breit keine Dönerbude? Ich bin kein Türke, du Patient. Mit Danny Alpha kommen. Nicht hört. Salam! Mann! Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus hier. Nach Erreichen des Sammelplatzes TE und Vollständigkeit. Meldung an mich. Alpha Ende. Rote Gruppe vor den Zelten anstehen. Weitere Anweisungen an kein Schröder vor Ort. Ja, hier gibt's ja gar keine Helis. Zu teuer. Die sind alle in Kunden stationiert. Wir sind hier ein Außenposten. Hauptmann Glowalla. Hauptmann Schorlau, freut mich, Sie hier zu sehen. Willkommen im Camp. Wieder mal. Gab's Zwischenfälle? Ja, einige Male hat's gekracht, aber nicht hier im Camp. Den Überblick über die Region hat Oberst Schulten. Quartierkommandeur aus Faizabad und der neue Verbindungsmann zu den NATO-Streitkräften. Er ist immer wieder mal vor Ort, wenn sich die Amis hier vorübergehend einquartieren. Hauptmann. Gute Heimreise. Voll geil. Ist doch fast wie zu Hause. Die wichtigsten Begriffe auf Pashtu. Tasso kom Komak Goalei. Tasso Zenga Yast. Einsatzkompanie! Stillgestanden! Zur Meldung! An den Kompaniechef! Augen! Rechts! Herr Hauptmann, ich melde, die Kompanie steht wie befohlen. Augen gerade! Aus! Rührt euch! Schön, dass Sie vollzählig hier sind. Zunächst einige Regeln. Hier im Camp herrscht nach wie vor die Anzugsordnung. Bei Einsätzen, die Sie als Wachposten am Tor oder außerhalb des Camps durchführen, erwarte ich diszipliniertes Auftreten. Begegnen Sie den Afghanen freundlich, hilfsbereit und aufgeschlossen. Dieses Lager ist ein Außenposten. Das heißt, wir fahren in kleinen Teams und nur Tageseinsätze. Rückkehr ist in jedem Falle vor Einbruch der Dunkelheit. Ihre Dienstpläne holen Sie sich bei der OPZ. Und jetzt noch eine zusätzliche Information. Ein Trupp der amerikanischen Delta Force operiert in diesem Gebiet. Wir bieten den Jungs bei Bedarf vor Ort Schutz und Unterkunft. Fragen? Stabsfeldwedel übernehmen. Schweineschnitzel Wiener Art mit Sommergemüse und Pommes frites. Rindergulasch mit Kroketten. Na, ist doch gar nicht so schlecht. Und? Ja, heute erstmal Wachdienst. Und morgen dann Einsatzgebiet Milan, Bergdorf. Mission Wiederaufnahme des Kontaktes. Na geil. Zusammen mit Leutnant Schulz, Stabsunteroffizier Demir, Sprachmittler, sowie der Schutztruppe und der Hauptfeldwebel Bennert. Ich sehe uns schon zwischen Lehmhütten in der Ziegenscheiße stehen und Kanäle bauen. Du wolltest einen Brunnen im 5-Sterne-Hotel bauen. Wer ist Leutnant Schulz? Ich. Begleitende Sanität, bald Stabsarzt. Oberfeld Gerber. Wir sind morgen zusammen unterwegs. Freut mich. Stabsunteroffizier Klein. Also, Freundin nennt mich auch Ronny.
Hallo, Stabsunteroffizier Klein. Dem hier. Oberfeldwebel Gerber? Ja? Hauptfeldwebel Bernhard. Gruppenführer Ihrer Schutztruppe. Gruppenführer der CIMIC-Truppe. Auf gute Zusammenarbeit. Gute Zusammenarbeit. Die jucken total, diese Scheißwesten. Hast du eigentlich Familie hier? Nein. Ey, da kommt einer. Wachposten an OPZ, komm. OPZ hört. Habe verdächtige Person etwa 50 Meter entfernt von mir, komm. Führen Sie das Anrufverfahren durch. Hey! Hey, you! Who are you? What do you want? Alter, was will denn der Penner? Please go away! Emal, sag du mal was. Lotfan Mabodare! Bose! Tarkle! Was hast du gesagt? Dass er weitergehen soll. Bose! Leave! Go away! Der soll die Hände da aus den Taschen nehmen. Bose! Tark! Leave! Tarkle! Go away! Tarkle! Verpiss dich, du Perl. Bleib ruhig. Geh weiter, Bruder. Geh weiter. Er geht. Wachposten an OPZ. Anrufverfahren erfolgreich. Verdächtige Person verlässt den Bereich in Richtung Westen. OPZ verstanden. Schläfst du? Ja. Was ist vorhin mit dem Esel? Schon komisch, oder? Danny, das sitzen wir hier auf einer Arschbacke ab. Oh, boah, ey. Ist das krass hier. Das im 21. Jahrhundert. Hier haben wir das Jahr 1438. Civic-Gruppenführer an dem hier, komm. Civic gehört, komm. Könnten wir mal eine Marschpause einlegen? Negativ. Stopp sind hier nicht vorgesehen. Das Sicherheitsrisiko ist zu hoch. Ende. Civic an OPZ, komm. OPZ hört. Kommen. Wir haben jeden Moment Milan erreicht. Komm. Haben Sie Schwierigkeiten? Nein, komm. Halten Sie den Funk für wichtige Meldungen frei. Ende. Na geil. Es ist doch wichtig, die letzte Position anzugeben. Wenn was passiert, jetzt hat man dann keine Zeit mehr. Wenn uns hier was passiert, sind wir sowieso am Arsch. Da ist es.
alle, wir überwachen den Civic-Trupp bei der Gesprächsaufklärung. Dazu weiträumige Sicherung. Die Frauen verschwinden hinter den Mauern. Ja. Sie müssen sich vor Männerblicken schützen. Buras Mopachar. Buras Mopachar. Mong de soleil le par rachle you. Dazima Moraidei. Was haben Sie so Komisches gesagt? Ich weiß es nicht. Sie haben Ihre Einheit gerade als Hühner bezeichnet. Anna Wöhler von Aid for Children. Ich unterrichte hier die Jungs. Gerber. Wir gehören zum CIMIC-Kontingent der ISAF. Zivil-militärische Zusammenarbeit. Wir waren uns nicht sicher, ob hier noch NGOs vor Ort sind. Ich bin zurzeit die Einzige. Can you please tell me where I can find the Malik? I will show you the house of the Malik. Kamut ist der Stellvertreter des Maliks. Emal, du kommst mit. Entspann dich. Ich bin entspannt. Der Malik. Wie heißt der? Jamil. Delta Intizar Wabasi. Sie sollen hier warten. Bist du da? Alpha, ihr Mike, nehmen äußere Sicherungsposition ein. Na, Mong Sara Aichai nicht da. Mong Tataraulo. Sie fragen nach Geld, nach Keksen. Habe ich das richtig verstanden? Dass Sie hier die Jungs unterrichten? Ja. Ich meine, wie kann das der Malik zulassen? Die Lehrer, die ich eingewiesen habe, sind vor 6 Wochen gegangen und der Neue ist noch nicht da und deshalb bin ich eingesprungen. Osna Alicano. Rase. Wir können reingehen. Alpha, ihr Mike, Simic und Sprachmittler betreten das Haus des Malik. Die Schuhe. Nicht beachten, nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Watariji. Ihre Waffen. Sie sind Jamils Gast. Was? Dürfen Sie aber nicht ablegen. Magazin raus, stecken wir ein. Salam alaikum. Walaikum salam. Alaikum salam. Willkommen in meinem Haus. Sie sprechen Deutsch? Nur die weniger, die Anna mich gelehrte. Das freut mich sehr. Mein Name ist Daniel Gerber. Du musst nicht so laut sprechen. Oh, Seta Wopohe de Leon. Hayatepa, Afghanistan, Kisishidele. Se Kabul ke Siji de Leon. Nehmt sitzen. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Meiner Sohn. Chai Wachti.
Kein Empfang. Na? Scheiße. We have some money that we can spend in your village by supporting special projects. We would like to deepen our cooperation. We don't need your help. Why? Are you afraid of the Taliban? We could inform the American allies. They would help you. No. My people are very proud. If you help us, they may feel insulted. We could repair the school all together. So I could teach the children there if you want. You may repair the school. Well, I have to inform my captain first. He will decide. But if he gives us okay, we come back to repair the school. I'm sure he will agree with your decision. This is a school. Sie wurde von einer verirrten US-Drohne zerstört. Ich unterrichte im Moment im Freien. Daniel, die Lebensmittel. We brought some food with us. Shall we give it to your people? No. I will send my sons. They'll bring it. Malikiat Zuley, Valake Kaveh. Zedodai, Valkavu. Der Malik sagt, Besitz macht die Herzen klein. Er verspricht, die Lebensmittel gerecht unter seine Leute zu bringen. Gut. No. Alles klar, Abmarsch! Entschuldigung. Können Sie mich mitnehmen? Mein Verbindungsfahrzeug kommt erst nächste Woche und ich muss nach Kunduz. Natürlich. Kommen Sie. Moment. Also ja, wir können Sie mit zu unserem Außenposten mitnehmen. Steigen Sie hinten ein. Danke. Monsieur, Monsieur. Hey, slow down! Hey, slow down! Slow down! Slow down! Monsieur. Bitte. Presta! Anna. Netaraza! Anna. Priste! Anna. Mutaragay! Emal! Nein, keine Einmischung. Zeberta Razon. Monsieur, Anna, Monsieur. Priste! Monsieur, Anna. Priste! Zeberta Razon. Za! Uza! Aussetzen. Delta und Foxtrot absitzen. Brücke erkunden. Foxtrot verstanden. Delta verstanden. Alpha an alle. Sicherungsbereich und Abstände einhalten. Alpha Ende. Foxtrot rechts. Keinerlei Auffälligkeiten. Alles in Ordnung. Dieses Mädchen. Tara. Was war mit ihr? Wollte wohl mit. Vielleicht hat sie gedacht, dass ich nicht mehr zurückkomme. Diese Verstümmelung, wie ist das passiert? Die
Taliban haben ihr die Finger abgeschnitten. Was? Warum haben die Taliban... Moment mal, die Taliban? Hier sind Taliban aktiv? Was wissen Sie darüber? Das ist ja jetzt wirklich kein Geheimnis, dass in Afghanistan Taliban aktiv sind. Ich meine, ob Sie in Milan aktiv sind. Nein. Die Berge sind ihr Rückzugsgebiet. Schieben Drogen hin und her, dann kommen sie ab und zu auch mal am Milan vorbei. Wissen Sie, wie viele es sind? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das Problem sind auch nicht die Taliban alleine. Sondern? Na, da gibt's die Warlords, die von den Drogen und vom Krieg profitieren. Dann die verschiedenen Stämme mit ihren Territorien und Familienclans. Und dann noch uns, die Besatzer. Und zwischen all den Fronten steht die normale Bevölkerung. Das Mädchen, warum hat man ihr die Finger amputiert? Sie hat sich die Fingernägel lackiert. Was? Und dann sind gleich mal 2 Finger fällig, oder was? Für jedes Lackieren ein Finger. Und der Malik? Ist der damit einverstanden? Nein, natürlich nicht. Tara ist seine Tochter und er konnte trotzdem nichts machen. Sie mussten es mit ansehen. Alpha an alle, Abmarsch in 2 Minuten. Sollte man alle umbringen, echt? Man muss was in den Köpfen ändern. Ja, wenn man sie umbringt, hast du auch was in den Köpfen geändert. Okay, Abmarsch. Prozent hier Delta, TPZ bereit für 20, ich nehme das ab. Wie lange bleiben Sie noch in Milan? Eigentlich sollte ich schon längst weg sein. Aber die Kinder brauchen mich. Ich bleib so lange, bis der neue Lehrer da ist. Chemikan Alpha, die Fahrzeuge stehen jetzt für den Instrup bereit. Verstanden. Yeah! Von den Amis würdest du auch gerne mal einen verarzten, oder? Naja, kommt eh nicht dazu. So wie die aussehen, prallen an den Kugeln ab. Bis bald. Bis bald. Und danke fürs Mitnehmen. Ja, gerne. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao. Man hat uns für den Wiederaufbau der Schule um Hilfe gebeten. Ich bräuchte jetzt von Ihnen dafür grünes Licht. Meine Zustimmung für den Wiederaufbau der Schule haben Sie, Gerber. In dem Dorf fehlt es wirklich an einigem. Die haben keinen Arzt. Das Bewässerungssystem könnte noch weiter ausgebaut werden. Ja, schreiben Sie das in Ihrem Bericht. Milan scheint außerdem Bestandteil einer Marschroute bzw. eines Wegesystems zu sein, über das die Taliban Drogen verschieben. Oberfeld, das ist uns bekannt. Deswegen sind wir ja hier. Also weiterhin Ohren offen halten und Füße still. Sie können gehen. Ach, Oberfeld, eins noch. Ihre CIMIC-Ausbildung und Ihr Einsatz hier, das sind ganz klar Pluspunkte für Ihren Antrag zum Berufssoldaten. Danke. Hauptmann. Nee, ist auf jeden Fall ist eigentlich cool hier. Essen ist besser, gibt mehr Geld. Keiner kaspert wegen den Vorschriften so genau rum. Versprich mir, dass du vorsichtig bist, Ronny, ja? Ma, natürlich. Und wenn nicht, hast du ja noch Leon. Mann, sag nicht sowas. Du fehlst uns. War nur ein Spaß. Hast du schon einen erschossen? Nee. War heute aber auf jeden Fall schon ganz schön riskant da draußen. Grüß schön von mir. Dani, schöne Grüße. Grüß dir zurück. Ich melde mich, ja? Bald, ja. Tschüss, Leon. Tschüss. Tschüss. Alles okay? Hm? Mhm.
du noch mal schnell was vom Markt hier? Was war das? Sinegan Alpha! Hier werden beschossen! Darf ich raus? Raus! Feuer erwidert! Einfach alle Feuer erwidert! Los auf den Fahrzeug! OBZ hier Alpha, wir sind unter Beschuss. Ausfall Fahrzeug 1 durch IED. Alpha, ich sehe es gut. Okay, da hinten steht einer geradezu, hinter einem roten Schrotthaufen. Scheiße, jemand hat's erwischt. Alles klar? Ja, ich bin da, Ausfall Plymouth. Scheiße, das ist ein kleines Mädchen am Brunnen. Genau in der Schusslinie. Scheiße, was macht die da? Was macht die da? Hier ist einer von links nach rechts. Vor mir, 2. Ich soll an Deckung bleiben. Stay there, stay down, don't move. Scheiße, mich voll im Visier. Geh mal nach vorne, Da ist er. Ich bin da. No! Stay there! Einfach, gib mir Feuerschutz, ich geh das Mädchen holen. Feuerschutz! Neues Ziel auf 3 Uhr. Deckung Oh Mann! Daniel! Daniel! Du musst raus aus der Schusslinie! Fuck you! Hab ihn! Alpha an alle absitzen. Absitzen. OBZ hier Alpha kommen. Haben den Stellplatz erreicht. Die 2 Verletzten werden versorgt. Weitere Maßnahmen wie üblich. Ich melde mich in Kürze. Alpha Ende. Gibt es Ergänzungen zu den Ausführungen von Oberfeldwebel Gerber? Keine? Gut. Alle Einsatzfahrzeuge wurden zurückbeordert. Es herrscht Ausgangssperre, die Wachen wurden verdoppelt. Sie lassen sich alle im Lazarett checken. Ich bin nicht verletzt. Sie lassen sich alle checken, Stabsunteroffizier. Herr Hauptmann? Ich bekomme gerade eine Presseanfrage rein wegen des Vorfalls. Falschmeldung. Es gab keinen Zwischenfall. Keine Beunruhigung zu Hause. Aber das ist doch scheiße. Wieso sollen die zu Hause nicht wissen, was hier los ist? Ich meine, wir riskieren hier unser Leben und sie tun so, als wäre nichts gewesen. Es hilft zu Hause niemandem. Und hier auch nicht. Wie geht's dir?
Nur eine Fleischwunde. Bei dir? Ah, sieht schlimmer aus, als es ist. Tja. Die haben uns ja vorbereitet auf das hier. Ich glaube, es geht gar nicht. Den Bürgerkrieg haben wir noch irgendwie überstanden. Aber als die Taliban siegten, wollten wir möglichst schnell raus. Meine Mutter hat als Lehrerin gearbeitet. Frauen durften das jetzt nicht mehr. Frauen durften jetzt gar nichts mehr. Wir waren zu spät. Eines Morgens standen sie vor der Tür. 2 Schüsse. Sie war sofort tot. Es tut mir leid. Hey, hier seid ihr. Ich möchte nicht, dass es jeder weiß. Ja. Alles in Ordnung mit ihm? Danke. Ich hätte gleich zu ihr laufen sollen. Das wäre Selbstmord gewesen. Nein, ich meine, ich hätte sofort zu ihr laufen sollen. Direkt, als ich sie gesehen habe, verstehst du? Hey, Dani, du denkst einfach wieder viel zu viel. Dass wir es nicht verhindern können, das ist alles. Hey. Allahu Akbar. Hast du eigentlich gesehen, wie ich den einen dann weggeputzt habe? Weggeputzt? Naja, was weiß ich. Licht ausgemacht. Oder? Hast du es nur gesehen? Nein. Es war... Ich war voll im Rausch, ey. Und man krümmst deinen Finger, so bam. Und weg, zack. Und ein scheiß Taliban wollte versuchen, meinen Freund zu töten. Weg. Wow. Oberfeld, wie geht's Ihnen? Danke, mir geht's gut. Setzen Sie sich. Tote Kinder sind schlimm. Sie sind das Schlimmste, was passieren kann. Aber Ihnen geht's ja gut, oder? Es waren Taliban-Kämpfer, die das Mädchen getötet haben, die es eigentlich auf Sie abgesehen hatten. Und denen es herzlich egal ist, wie viel der eigenen Landsleute dabei ihr Leben verlieren. Ich weiß. Sie hat mich nicht verstanden. Sie hat kein Englisch verstanden. Sonst hätte ich sie vielleicht retten können. Was werden Sie jetzt tun? Zurück nach Hause? Das Land den Taliban überlassen? Das Schicksal der Menschen auch den Taliban überlassen? Sie sind die einzige Chance, die die Menschen hier haben. Sie bringen nicht nur Strom und Wasser, sie bringen Infrastruktur, die Voraussetzung für Bildung.
Die Taliban bieten keine Bildung. Die bieten eine Diktatur im Gewand einer Religion. In dem Moment, wo wir hier die Zelte abbrechen, haben die Taliban gewonnen und die Mehrzahl der Afghanen hat verloren. Die Delta Force plant eine Operation in der Nähe von Milan. Was für eine Operation? Einfach eine Operation. Bewahren Sie Stillschweigen darüber. Aber behalten Sie es im Hinterkopf. Hey, what's your name? Your name? My name is Ronnie. Ronnie. I'm Ronnie. And you? Yassin. Yassin. Okay, Yassin. And you? Asif. Asif. Okay, nice to meet you. Yassin, Asif. Okay, cool. Cool. Was ist los? This? Yeah. Oh no, 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 no. I'm a soldier. Soldat, I'm a soldier. Yeah. Was ist los, ey? Ihr lacht über uns und wir machen die Drecksarbeit, oder? Ich habe einen Taliban erschossen. Taliban? Schreib doch einen Roman über deine Heldentat. Was, ein Roman? Da musst du es nicht jedem einzeln erzählen. Soll ich mich jetzt schämen, weil ich uns da rausgehauen habe, oder was? Nein. Aber du brauchst dich auch nicht darüber freuen. Wer sagt, dass ich mich darüber freue? Marasawoka. Marasawoka. Hab ich gesagt, dass ich mich freue? Gesagt, dass ich mich darüber freue? Cool. War ruhig. Man kann nicht immer alle retten. Manchmal muss man die zählen, die man retten konnte. Kenny, sit down. Thank you. Sit down. Eat with us. لطفاً كني. لطفاً Kenny. Ich liebe dieses Land. Seine Menschen. Ihre Würde und Großzügigkeit. Hier in Milan kann man auch fast an sowas wie Frieden glauben. Und doch haben die Taliban wieder Zulauf. Und wir können das nicht verhindern. Wir sind ja mittlerweile mehr damit beschäftigt, uns selbst zu beschützen, als den Menschen hier zu helfen. Immerhin gibt unsere Hilfe den Leuten das Gefühl, dass die Welt sie nicht im Stich lässt. Ja. Es kommt mir nur alles viel zu wenig vor. Das ist doch Mohn, oder? Wieso nehmen die nicht den Weizen von der UNO? Gib mal her. Der Ertrag wird doch gut bezahlt. Jamil
bekommt $600 für den Weizen. Im Jahr. Wie soll er davon ein ganzes Dorf ernähren? Und wie viel kriegt er für einen Mohn? $12.000. Von den Warlords. Diese Drogensache ist echt eine Riesenscheiße. Soll ich dir mal was sagen? Daran ändert sich gar nichts, wenn wir hier wieder weg sind. Wie meinst du das? Na, so wie ich es gesagt habe. Wir bauen dir eine Schule. Da gehen dann Kinder hin, lernen was. Und die sind dann die Zukunft. Mhm. Du willst unbedingt glauben, dass das Sinn hat, was wir hier machen, oder? Dass es den Leuten besser geht, nur weil wir denen kaputte... Ja? Es hat 100-mal mehr Sinn, als irgendwelchen Rekruten das Marschieren beizubringen. Oder sich zu besaufen. Oder sich Sorgen um seinen durchgerosteten Golf zu machen. Was ist denn los? Entspann dich mal. Ja, es will irgendwie nicht in deinen sturen Schädel rein. Ich find's geil, was wir hier machen, weil es endlich mal was Sinnvolles ist. Aber du siehst das nicht. Dich interessiert immer nur, wo du als nächstes rumballern kannst. Was? Die Schule kannst du dir in den Arsch schieben, solange die Taliban da sind. Die müssen zuerst weg und die Warlords am besten gleich hinterher. Mann, was wir hier machen, ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir schaffen demokratische Strukturen. Demokratische Struktur, ja? Bist du echt so naiv, Dani? Wer geht denn nachher in unsere tolle Schule? Jungs. Und die Mädchen lernen kochen und früh Kinder kriegen und werden dann lebenslänglich hinter ihren Schleiern weggesperrt. Es wird alles wieder gut. Tiedät alla reikoleja. No, filan. Na, ihr beiden? Wie geht's? Die Jungs freuen sich schon auf die neue Schule. Was ist eigentlich mit den Mädchen? Ich dachte, die Afghanen schicken inzwischen ihre Töchter auch wieder zur Schule. Sind wir hier nicht in Kunduz oder Kabul? Leider. Hey mal. Komm mal mit. Excuse me, Malik. Can I ask you something? There's one question I have. Why are girls not allowed to go to school? Girls have to work. But why can't they go to school in the morning and do their work later? The Quran forbids it. The girls are not allowed to go to school. They are religious reasons. Das steht nicht im Koran. Dann sag's ihnen. Los, sag's ihnen. Pa Koran keli kei shuhede. Mongtarmen schisale agade. Shide chisu sarach tarun molare. This is right for men and women, but not for girls. Surah Wisdom ayat yausalu swarda sumwaiche. Khodaya matadera helem varka. Au Paihumba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hem weleide. Helem azlawul pahara musulman bande farz de. Da kaperande. Zawab ma warkawa.
Na, sie haben ja Musulmanium. Paihumba sallallahu alaihi wasallam da ham wailaideche. Khese ham bayat pahara barkha Salam alaikum. Auto huaye che yao malek tawai. Sacha pa Quran ki rehalidi. Zene huvalem. Che yao Germane askar. De Quran po bariki malumat warki. Au qaam po khuya agayu Afghanvi. Was hat er gesagt, Ehemann? You. Follow me. As their Malik, I have to give my people good reasons for changing with tradition. There is a good reason. The Quran. Have you ever seen a hungry child eating the Quran? The whole thing is not about the Quran. If you want people to change, you have to give something to them. Something that is worth changing. And what do you think they want? A promise. A promise? What kind of promise? You will never admit that these fields will be destroyed. This is the promise. You guarantee me that, and I send the girls to school. Do you pledge to save our fields with your life? Sorry, I can't give you this promise. I have to talk about that with my captain first. There are people forcing me to educate my village in a way of religious traditions. And there are people like you asking me to break with those traditions. What people? When you say people, what do you mean? The Taliban warriors? The warlords? Just people. Der Malik will, dass wir seine Mondfelder bewachen. Im Austausch dafür würde er auch die Mädchen zur Schule gehen lassen. Sie haben einen Deal mit ihm gemacht? Nein, kein Deal. Es hat sich so ergeben. Ich habe ihm nichts versprochen. Sie wissen, dass die Drogen für die Taliban die Hauptfinanzierungsquelle sind, oder? Die für die Bauern auch, ja. Ja, sicher, das ist ja das Problem. Die Amerikaner haben hier in dieser Gegend alle Felder abgebrannt. Das war vor ungefähr 2 Jahren. Es werden natürlich immer wieder neue angelegt. Gerber, glauben Sie, dass der Malik mit den Taliban sympathisiert? Nein. Herr Hauptmann! Gut, machen Sie es. Geben Sie ihm das Versprechen. Wir dürfen ohnehin nicht an die Felder ran. Konsequente deutsche Nicht-Einmischungspolitik. Machen Sie es! Ich meine es ernst, Oberfeldgerber. Wenigstens ein paar mehr Mädchen, die Englisch lernen dürfen. Nicht wahr? Hey, Yasin. It's for you.
Dani. Habe ich da was verpasst? Versailles, c'è sabak shuruku. Zici patarte che li show del vestenish. Die Amerikaner werden diese Aktion am Gebirgspass mit unserer vollsten Unterstützung durchführen. Die Operation steht unmittelbar bevor. Der genaue Zeitpunkt ist auch mir nicht bekannt. Aha. Ich dachte, Milan liegt nicht im Operationsgebiet der Amerikaner. Die Amerikaner operieren am Pass. Milan ist davon 3 Kilometer entfernt. Warum sollte das Dorf in die Schusslinie geraten? Es ist ja nicht mal von taktischem Interesse. Lassen Sie Ihre Einheit vor Ort. Und falls dort Taliban gesichtet werden, so müssen wir das unbedingt wissen. Jawohl, Herr Oberst. Was ist denn hier los? Ist heute ein muslimischer Feiertag? Nein. Wollen wir die aber trotzdem fortsetzen? Ist keiner da? Und Anna? Niemand. Gerber! Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Razai Masara. Wir sollen mit ihm kommen. Why? Where to? You. Come. Daniel. Nimm den Lauf runter. Ich trau dem Kerl nicht. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Jamil steht vorne am Grab. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Jamils Sohn. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن Wie ist das passiert? الرحيم قل هو الله أحد Er hat Ziegen gehütet. لم يلد ولم يولد Jemand hat ihn mit einem Kopfschuss getötet. Was? Asib muss es mit ansehen. قل أعوذ برب الفلق Welches Arschloch war das? ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Salam alaikum. Salam alaikum. Kannst du bitte übersetzen? Ja. Es tut mir sehr leid. Ihr Verlust trifft mich. Dadi Yasin Pamarke Mutasef Day. Hautasa Sara Ramsharike Gawe. Did you catch the murderer? Maybe I can help you with that. Perhaps you can. People say he might have been killed by an American soldier. I'll try to find out. Amerikayan bayad emla kawul au biya rakhlel. Die Amerikaner haben eine Operation durchgeführt und sind dann abgerückt. Wusstest du davon? Wir gehen. Ila kawimche estasolar lemana betervi. Er sagt, möge dein Weg der glücklichere sein. Daniel, wusstest du wirklich nichts davon? Nein. Glowalla hat mal irgendwas von einer Operation der Amis erzählt. Aber nichts Genaues. Was? Imal, Tara muss weg. Sie ist dem Taliban-Führer aus der Gegend versprochen. Die wollen jetzt kommen und sie holen. Jamil selbst hat mich darum gebeten. Anna, wir dürfen uns nicht... Ich weiß. Wir müssen Tara retten. Hilf mir bitte. Jetzt haben die Amis sich verpisst. Ich gehe zu Glowalla Meldung machen. Gehörte der Mann zu den Taliban? Der Junge war erst 12.
Er sagt, dass es die Amerikaner waren. Leute aus dem Dorf. Geht es ein bisschen genauer? Es gab einen Augenzeugen. Sein Bruder. Setzen Sie sich. Ich habe es Ihnen ja schon angedeutet. Der Junge geht auf das Konto der Delta Force Spezialeinheit. Ich darf Ihnen diese Information gar nicht geben. Sie wussten also davon? So präzise erst seit heute Morgen. Es gab einen Hinweis auf ein hochrangiges Al-Qaida-Mitglied. Der Junge ist direkt auf den Scharfschützen zugelaufen, als der Konvoi den Pass raufkam. Der hätte den Mann entdeckt, die Tarnung wäre aufgeflogen. Und deswegen wurde er getötet? Er wurde ausgeschaltet, ja. Ausgeschaltet? Gerber, wir sind im Krieg. Wir befinden uns in einer militärischen Operation. Wir sind ein Teil der NATO. Solche Dinge passieren im Krieg. Ja. Und das ist ein Kriegsverbrechen. Und in Den Haag werden... Hören Sie auf mit dem Scheiß, Gerber! Das heißt also, der tote Junge wird jetzt einfach als Feind gezählt? Er gilt als Kollateralschaden. Gibt es noch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in Milan? Ja. Eine Frau, Anna Wöhler. Sie rücken morgen früh wie gewohnt aus. Sie holen die Frau da raus. Zum Ende der Woche bekommen Sie einen neuen Einsatzort zugeteilt. Ich will keinen neuen Einsatz. Das heißt ja wohl, Herr Hauptmann. Kollateralschaden. Sag das meinem Vater. Das ist ja eine super Erklärung. Anna hat mir was erzählt. Tara wurde einem Taliban-Führer versprochen. Eine Weile hat sie als Faustpfand gedient, damit die Taliban Milan in Ruhe lassen. Aber jetzt soll sie geholt werden, weil Jamil mit uns kooperiert hat. Was? Damit sie ihr noch ein paar Finger abhacken? Wir könnten sie befreien. Hast du sie noch alle? Wir haben den ausdrücklichen Befehl, uns in die Angelegenheit nicht einzumischen. Das soll schon groß passieren. Tara verschwindet einfach. Verschwindet spurlos. Das müsste ja keiner mitbekommen. Eben. Anna hat den Plan, sie nach Kunduz zu bringen. Auf die internationale Schule. Das dürfen wir nicht. Tanja, wo liegt das Problem? Jamil hat sie darum gebeten, Tara in Sicherheit zu bringen. Ja, das kann sie auch machen. Aber ohne unsere Unterstützung. Warte mal. Ich meine, wir sind doch hier, um sie zu unterstützen, oder? Also ich kapier's nicht echt. Wir sind hier, weil wir das Scheißland nicht den Steinzeit-Moslems überlassen wollen, aber Tara überlassen wir denen, oder was? Ich meine, es passt doch irgendwie nicht zusammen. Für mich macht das keinen Sinn. Ich kann mich nur noch einmal wiederholen. Oberstes Gebot, keine Einmischung. Was ich privat davon halte, ist was anderes. Es gibt keinen Sondereinsatz. Jedenfalls nicht unter meinem Befehl. Dann halt eben ohne deinen Befehl. Tara ist ein Faustpfand, richtig? Wenn sie weg ist, ist Milan den Taliban ausgeliefert. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig, Emal? Aber dann opfern wir sie? Man muss auch die zählen, die man retten kann. Gott, ey. Dieser Scheißeinsatz ist doch für den Arsch, ey. Das Kackland geht sowieso den Bach runter. Was redest du da wieder für einen Müll? Du wolltest, dass die Mädchen wieder in die Schule gehen. Sie gehen wieder in die Schule. Ja, geil, Mann. Dann gehen die Mädchen wieder zur Schule. Ist ja ein Riesenkracher, Dani, Mann. Spül dir mal den Kopf durch. Hier ändert sich gar nichts, Mann, solange das Grundproblem nicht beseitigt ist. Wir haben ein ganzes Volk als Geisel genommen. Und jetzt soll den Tara auch noch frei Haus geliefert werden? Geht's noch? Sag mal, macht jetzt hier jeder, was er will, oder was? Ronny, bist du auf einmal Afghanistan-Experte? Hast du die Mega-Lösung in der Beintasche? Es gibt ganz klare Vorschriften. Kannst du uns mal mit deinen Vorschriften verschwunden? Mal. Was soll das denn jetzt? Weißt du was? Du kannst dir deine Dienstvorschriften sonst wo suchen. Stabsunteroffizier Demir, stillgestanden. Dani, komm runter, Stillgestanden. Mann. Mal Vorschriften sind befohlene Konventionen. Sie regeln alles. Bei Befehlen und Vorschriften gibt es keine Unklarheiten.
Ohne klare Regeln herrscht Chaos. Rühren. Gestern habe ich noch gedacht, wir machen hier was Sinnvolles. Aber vielleicht sollte ich den Laden einfach hier hinter mir lassen. No information about the circumstances? No. I'm sorry. You are an honest man, Mr. Gerber. Thank you. And because of that, I trust you. Khuday Paman. This is how we can become friends. We never lie. People told me the Delta Force operated in this area. Can you confirm that? Kommen wir noch mal her? Nein. Und? Wollt ihr sie immer noch befreien? Wen? Natürlich nicht. Frau Wöhler, sind Ihre Sachen gepackt? Schon verstaut. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt. Abmarsch, es sind 30 Minuten. Oberfeld Gerber? Ja? Meldung von der Basis. Ein Teil ist eine Sprengfalle hochgegangen. Die Brücke ist kaputt. Rückkehr zur Basis unmöglich. Der Schutztrupp ist zur Sicherung der Brückenarbeiten abkommandiert. Der Semik-Trupp bleibt heute Nacht hier. Gut, dann schlagen wir unser Lager in der Schule auf. Passt auf euch auf. Keine Sorge. Ema? Onni. Ema und Sarah sind nicht da. Emal! Nicht draußen, Schiedwache? Scheiße. Emal! Sarah! Emal? Emal! Sarah! Keiner da? Mach die Lampe aus! Die Schüsse kommen aus dem Dorf. Civic an OPZ, komm! Civic an OPZ, komm! OPZ hört. Wir haben Schüsse im Einsatzgebiet. Können das Alliierte sein? Komm! Civic hier, OPZ. Wir klären das und melden uns. Verstanden, Ende. Komm, zieh an. Ja. Please, go back now. Please, try, go back now. Civic hier, Adler, bitte komm. Civic hört, komm.
Keine alliierte Aktion in Ihrem Einsatzgebiet. Aber wir bekommen einige Meldungen rein, nach denen gerade mehrere Vorposten von den Taliban angegriffen werden. Richten Sie sich zur Verteidigung ein und bleiben Sie in Kontakt. Verstanden. Ende. Es war Globala. Taliban. Sie greifen gerade überall gleichzeitig an. Ich wusste es. سير ما تاخذ كلام ما تاخذ كلام ملك سير follow me Scheiße, was? Sarah, ist alles klar? Ich bin okay. Sarah, alles in Ordnung? Ich bin okay. What happened? Sarah, wo ist Emma? Emma und die Müller wollten Tara in Sicherheit bringen. Ich wusste nichts davon. Ich habe Emma gehört, wie er die Schule verlassen hat und bin hinterher. Sie haben Tara, ihre Freundin Anna und Emal. Wo sind die lang? Die Richtung. Vorsprung? 5 Minuten, vielleicht 10. Banane, komm schon. Simika Adler, komm. Adler hört, komm. Wir hatten hier einen Überfall der Taliban. Rund 12 Taliban-Kämpfer haben 2 Mädchen und eine deutsche Entwicklungshelferin entführt. Komm. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich schicke Ihnen die schnelle Eingreiftruppe. Die übernehmen. Komm. Alter, die schnelle Eingreiftruppe, die sind in Grundnuss, das dauert ewig. Wann kann ich mit dem Eintreffen rechnen? Komm. Ich informiere Sie über den genauen Zeitpunkt. Sie bleiben in Milan und in Punktbereitschaft. Kommen. Wir haben außerdem Stabsunteroffizier Emal Demir. Sag Ihnen, dass Sie nur 5 Minuten Vorsprung. Und nur 5 Minuten Vorsprung. Wir könnten auf Tuchfühlung gehen, damit wir... Sie bleiben vor Ort, Oberfeldwebel. Das ist ein Befehl. Was Ich soll werde denn Sie die weiter Scheiße, instruieren. Mann? Ende. Die schnelle Eingreiftruppe, die brauchen mindestens 8 Stunden, bis sie hier sind. Tell me, what will they do to Miss Wöhler and the others? What... They will kill all of them. Daniel, komm. They will kill all of Der Vorsprung wird immer größer. Du hast es gehört, wir sollen hier bleiben. Globala sitzt im scheiß Basislager, der hat keine Ahnung! Was würdest du machen, wenn sie jetzt mich hätten? Na super. Firma dankt. Du bleibst hier, das ist ein Befehl. Mann! Ich hab den Befehl erteilt. Nimm die Hand von meiner Schulter. Du bleibst jetzt hier. Wir hatten den ganz klaren Befehl hier. Aufhören! Aufhören! Halt auf mit dem Scheiß! Das bringt doch jetzt nichts! Eine scheiß Vorschriften, Mann. Die helfen uns nicht. Ja, aber blind hinterherrennen bringt jetzt auch nichts. Mann, ich kann nicht nur einfach hier so rumstehen. Verstehst du? Mach's gut. Was ist der Plan? Keine Ahnung. Hauptsache den Kontakt nicht abreißen lassen. Sonst wissen unsere Leute gar nicht, wo sie zugreifen sollen. Ich würde ihn gern weiter auf Tuchfühlung bleiben lassen. Die Jungs sollen aufeinander aufpassen. Das war immer mein oberstes Gebot. Wie viele Mann sind vor Ort? 3 Simic, 6 Schutztruppe. Allerdings zur Brücke abkommandiert. Wir haben Vorstöße bei Charlie 14 und Delta 2 und Sie wissen, was das heißt. Die Simics alleine können nicht auf Tuchfühlung gehen. Vielleicht sind von denen auch ein paar zurückgeblieben. Und die Wichser warten ja irgendwo auf uns. Komm. Simic hier, Adler, komm. Simika Adler, ich höre, komm. Wo sind Sie jetzt? Kommen. Plan Quadrat November 4. Auf Tuchfühlung. Sie haben einen Befehl. Sie haben den Befehl. Hallo, Adler? Bleiben. Kehren Sie Ich kann Sie nicht hören. zurück. Können Sie noch mal wiederholen? Haben Befehl vor Ort. Adler? Kehren Sie Die sind nicht zu verstehen. Was machst du? Sie haben mit Konsequenzen zu rechnen. Wenn Sie mich hören, ich setze jetzt die Aktion fort. Ende. Weiter. Wenn das mit Verletzten oder Toten endet, Herr Hauptmann, dann stelle ich Ihren Oberfeldwebel vors Truppendienstgericht. Los, weiter. Okay. Hier lang. Warte. Was war das? Da vorne. Scheiße, das muss es sein.
Das ist ein ganzer Haufen, Mann. Kaputt. Siehst du ihn? Ja, ich wusste es. Da muss noch ein Eingang sein. Die Tür geht rum. Siehst du den Wachtposten an dem Verschlag? Ja. Da müsste nicht sein. Und jetzt? Erstmal alles ablegen. Was Lärm macht und uns behindert. واخلد الواسطة رويت شيدي الله خنون تايت جزاي بفيني ودايدي بندر كابيرا زركا زركا I've been invading into this country unlawfully and unrightfully. I'm consumed with shame and regret all my sins against Allah and against the servants of Allah. I will never commit my sins again. Hasib, please, help us. Please. Was ist mit Anna? Was haben Sie mit ihr gemacht? Dani, komm raus. Anna und ich, wir wollten sie nicht den Taliban überlassen. Was ist mit ihr, Mann? Mann, komm. Komm jetzt. Emal! Emal! Mungaton Conny, komm! Komm jetzt!
glaube nicht, dass ich noch viel für Sie tun kann, Gerber. Der Befehl war eindeutig. Stabsunteroffizier Klein hat Sie nach Kräften unterstützt, nehme ich an? Nein. Er hat meine Befehle nicht ausgeführt. Sie werden wegen Gehorsamsverweigerung in einem besonders schweren Fall dem Truppendienstgericht überstellt. Die unehrenhafte Entlassung aus der Bundeswehr ist das Mindeste, was Sie zu erwarten haben. Damit muss ich Sie in meiner Funktion als Ihr Vorgesetzter konfrontieren. Als Privatperson haben Sie meine Anerkennung und meinen Respekt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Hauptmann. I love my country. I love my country. I love my country. I love English. I want to go to school. I like my country. Thank you, sir. Thank you very much. Vielen Dank. Hila Kavum, Cistazo, Lara Lemana, Batarvi. Anima! Ciao, Karen. Good luck. Di Arsi, nama Anima. Manina. Die meisten hier denken, du hast das Richtige getan. Ich auch.
218 to ground base. 218. The area seems to be okay. We only have a problem with a damaged motorcycle. I'm checking. Roger 218. Security advised at protocol B270. Hey, boy. Get lost. 218, declaring status. Status 218. I'm still checking. Get lost.